7. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterdecker. Das Resümee von einer Woche immer am Freitagmorgen auf SRF 3 und dann geht schwupps danach im Internet auf srf3.ch. Das Mal haben wir einen peinlichen Fehler, der passiert ist diese Woche bei unseren SRF-Kollegen vom Fernsehen. Im Sport aktuell sind unabsichtlich schlüpfrige Untertitel eingeblendet worden. Was ist passiert? Wir fragen den, der die Sendung moderiert hat, Rainer Maria Salzgeber. Meine Güte, das ist natürlich peinlich gewesen, gell? Ich wollte was fragen, was ist passiert? Dann Folgendes. Mein Sender ist in den Technikräumen gelegen, ich habe zum Synchronisieren am Computer angeschlossen. Aus einem unerklärlichen Grund sind alle meine SMS oder sind Platten aus dem Bildschirm gekommen. Das müssen wir diskutieren, aber ich weigere mich, meine Güte. Viele Sportfans haben das natürlich gesehen und sind irritiert gewesen, auch der Amateurfußballer und Bachelor Vujo Gavric. Ich hätte das überhaupt nicht gestört. Ich muss sagen, ich habe mich gefreut. Das war das erste Mal, wo ich beim Untertitel probieren zu lesen, nicht einfach Fragezeichen gesehen blinken, sondern ich es verstanden habe, auch von meiner Kern her. Jetzt wird natürlich hinter der Kulisse analysiert, wie das von SRF uns passieren konnte. Die Weltwoche die recherchiert mit Roger Köppel. Sexy Sport, aber nicht jeder Sport ist sexy. Denken Sie nur mal, als Frauen ist okay. Um was geht's? Sport aktuell mit falschen Untertiteln ist noch viel schlimmer. Oder viel schlimmer ist noch, irgendwo hat einer die Hosen runtergelassen zum Porno schauen und hat dann plötzlich Langläufer und den Salzgeber gesehen. Vielleicht ein guter Moment für einen Themenwechsel. Was haben wir noch so in den Schlagzeilen gehabt diese Woche? Das deutsche Fernsehen RTL macht wieder Quote mit dem Dschungelcamp. Wer schaut das tatsächlich? Am ehesten vielleicht noch unser Mann aus Deutschland, unserer Freitagshunde, der Fußballnationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Oh, auf jeden Fall. Der Dschungel ist eine prima Lebensstelle und Vater hat einen Nachwuchs. Und, ich habe viele gute Spieler aus dem Dschungel gevatert und in der Mannschaft mit am Start integriert. Danke, Herr Hitzfeld. Das WEF ist auch noch am Laufen diese Woche in Davos oben. Das World Economic Forum, die wichtigsten aus der ganzen Welt kommen in die Bündner Berge. Die Weltpolitik schaut auf die Schweiz. Das ist stark für unser Land, Nationalrat Christoph Mörgeli. Schauen Sie die Tatsachen doch ins Auge. Was für Bilder wir in die Welt rausschicken, oder? All die Fremden in dem Davos, ein Dienstagsclub der Reichen, schwätzen gut zu essen, Leute schaffen kein Resultat. Und dann wundern wir uns, dass so viele Ausländer in die Schweiz kommen. Verstehen Sie? Aber das WEF ist ja nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern auch Glamour und Promis. Über die berichtet unser SRF People Magazin Glanz und Gloria mit der Anina Frey. Hoi Anina! Hi Annik, wow, wir sind bei den Promis in Davos mit diesen Themen. Champagnerschuhe, die exklusivsten Gipfeli-Partys, wo Promis Champagner aus Louboutin-Schuhen trinken. Champagner-Chauffeur, wir sitzen in der ersten Limousine, wo mit Champagner betrieben wird. Und Champagner lustig. Ich schaue den Kellner beim Champagner ausschenken über die Schulter und filme mich selber dabei. Zum Glück ist Freitag.